Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal, ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, ich bin ja normalerweise kein Typ, der sich besonders schnell hypen lässt und besonders schnell sich ein Ticket im Hype-Train sichert, aber sorry, wenn Said El-Mala so etwas durchzieht, dann kann ich einfach nicht anders, als darüber zu reden und meine Gefühle zu teilen, denn ja, diese beiden Trikots hier, das zum ersten, wie auch das hier zum zweiten, sind, zumindest was die Rückennummer betrifft, Geschichte. Said El-Mala hat jetzt angekündigt in einer offiziellen Meldung vom 1. FC Köln, dass er bleiben wird, zumindest für diese Saison. Sei es gerne auch für diese Saison, weil ich habe ja von Anfang an gesagt, 2 Jahre wären mir zu wenig. Und ich hoffe auch, dass er, wie auch der Vorstand, da Wort halten werden, dass diese Beflockung mit der Rückennummer 10 nicht umsonst sein wird. Ich habe mir das so dermaßen gewünscht. Ich habe mit einigen von euch in den Kommentaren gesprochen, teilweise darüber, dass ich mir das wirklich sehr wünsche, weil er für mich als der spektakulärste, interessanteste und auch als einer der besten Spieler der letzten Saison das einfach verdient hatte. Vor allen Dingen, es ist ja von Lukas Podolski abgesegnet worden. Lukas Podolski hat es schon geäußert, hatte gesagt, ich würde mir wünschen, dass die 10 wieder vergeben wird. Ich war eh nie so ganz dafür, fand es nur irgendwie läppsch vom vorherigen Vorstand oder vor einem der vorherigen Vorstände, dass mal kurzfristig die 10 dann an Patrick Helmes verliehen wurde und dann gesagt wurde, nein, das machen wir jetzt nicht und so weiter und so fort wegen Lukas Podolski. Das fand er selber scheinheilig. Aber gut, ey, das ist so eine verdiente Nummer 10. Vor allen Dingen, ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, nun ja, wir können ja indirekt davon sprechen, dass Elias Giri zum FC zurückkommt. Dazu gibt es auch noch ein Video. Das heißt, unerwarteterweise, obwohl ich gesagt habe, wir sehen uns zum Spieltagstalk wieder gegen die Würzburger Kickers im DFB-Pokal. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Da haut der FC dieses Video raus mit dem Titel Said hat euch etwas zu sagen, mit einem traurigen Emoji dabei. Ich dachte mir so, okay, das war's dann. Er wechselt wahrscheinlich zu Leipzig, weil Leipzig hat sich ja nochmal gemeldet, hatte Interesse bekundet. Ja, im Nachhinein, jetzt kriege ich auch noch eine Meldung rein. Jetzt gucken wir einmal kurz, ob ein Follower was dazu gesagt hat. Nee, da lobt einer tatsächlich die Machart meiner Videos. Danke an dich. Scheiße, wie heißt du nochmal? Ich bin jetzt wirklich hier gerade durcheinander. Wir lenken auch gerade schon wieder vom Thema ab an der Stelle. Ja, Martin Pichel 8978. Ich danke dir für deinen Kommentar, den du mir unter das letzte Video geschrieben hast. Kommt gleich noch was dazu. Also, ich war wirklich davon ausgegangen, dass es das gewesen ist. Ich dachte wirklich, jetzt wird hier eins der nächsten Angebote angenommen werden und dann haut er sowas raus. Er sagt dann einmal kurz Zusammenfassung, weil wegen Copyright Strike und dergleichen darf ich das Video hier weder akustisch und erst recht bildlich einblenden. Und deswegen kann ich nur zitieren. Er sagte dann, ich habe euch was mitzuteilen, liebe FC-Fans. Ein besonderes Jahr geht vorbei. Eure Nummer 13 geht. Aber eure neue Nummer 10 bleibt. Wow! Wow, ich habe mir das so gewünscht. Einer der spektakulärsten Spieler, vor allen Dingen, wenn er größtenteils in der Offensive, / Mittelfeld zu Hause ist, muss einfach die Nummer 10 tragen. Wir hatten die letzten Jahre halt keinen, der sie nehmen durfte. Gab einige Kandidaten, bei denen ich gesagt hätte, okay, kann er gerne nehmen. In der zweiten Liga war das zum Beispiel für mich Linton Meiner. Das war für mich ein Zweitliga-Kandidat für die 10, weil er da zu der Zeit zu unseren besten Spielern gehörte. Aber auch er durfte sie nicht tragen und jetzt ist es dann Said El-Mala. Einfach nur hoffen wir, dass du mindestens ein halbes Jahr bleibst. Bleib mal mindestens eine halbe Saison, weil ich möchte nicht, dass die Beflockung, auf die dieses Trikot hier wartet, vollkommen umsonst gewesen ist. Bitte schön, mach bitte, obwohl, er muss noch nicht mal ein Spiel in diesem Trikot machen, denn dieses Trikot hat er in die Kamera gehalten und wenn ich jetzt seine Nummer 10 hier drauf mache, ist es legit. Darauf einigen wir uns mal an der Stelle, ne? Von daher, ich bin mal gespannt auf eure Meinung bezüglich dessen. Ich persönlich finde das einfach geil. Ich bin so dermaßen überzeugt davon, dass es eine gute Entscheidung ist. Er ist einfach eine Nummer 10. Und ich habe auch noch gerade eben erfahren, dass eben diese Nummer 10 ihren Vertrag bis 2031 verlängert hat. Und nochmal was, ich finde den Jungen so geil, wie er trotzdem auf eine gewisse Art und Weise bodenständig bleibt. Auf seinem Trikot steht einfach drauf,
S. Elmaler. Obwohl er jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit als der Elmaler schlechthin wahrgenommen wird. Ist ja einfach so. Ist er nicht irgendwie zu seinem Bruder Malek gegangen und hat gesagt, ey, lass mal bitte irgendwie Malek hinten drauf schreiben bei dir und ich bin dann halt nur Elmaler oder sowas in der Richtung. Nein, er ist und bleibt S. Elmaler auf seinen Trikots und ab jetzt mit der Nummer 10. Ein Traum für mich persönlich, einfach aus marketingtechnischen Gründen. Das macht sich einfach so geil. Dieses Trikot bald mit der Nummer 10. Dieses einfach nur geile Trikot, verdammte Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Ja, Mann, ich war lange nicht mehr so glücklich und so gehypt. Aber gut, jetzt muss natürlich auch die Saison entsprechend laufen. Ja, meine Güte, das Trikot ist halt so geil. Da muss eine Nummer 10 drauf und da muss ein Elmaler drauf. Das ist jetzt einfach nur rein aus sammlertechnischer Sicht betrachtet einfach geil. Aber auch natürlich, weil wir jetzt davon ausgehen können, mindestens ein weiteres halbes Jahr Said Elmaler. Wir sehen uns tatsächlich jetzt dann in wenigen Stunden wahrscheinlich auch schon wieder, weil Skiri absolviert gerade den Medizincheck. Wenn das Video veröffentlicht ist, dann ist er wahrscheinlich auch schon durch. Darüber werden wir natürlich auch sprechen und dann sind wir erst beim sogenannten Matchday bzw. Spieltagstalk bezüglich unseres Spiels im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers. Da wird natürlich auch noch drüber gesprochen. Die Ereignisse überschlagen sich. Was für ein Sommer. Gut. Das war's an der Stelle von meiner Seite aus. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und an der Stelle sage ich mal, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, ein guter Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie ein.